Wir stehen hier an der Wallolux. Im Rendezvous mit Guitines, den uns erklärt, wie die Sensibilisationskampagne, die den 17. Mai läuft, ausgeseit. Den 17. Mai soll eine Änderung bei der blauen Tute kommen. Am Anfang gehen die mich streng kontrolliert. Können wir so für was sie mich streng kontrolliert gehen? Ja, das so, dass an sich nicht nur direkt eine Änderung könnt. Bleibt immer beim Alle, was an die blaue Tute könnt, aber nicht. Das ist eben just so, dass in letzter Zeit man verstärkt gemerkt hat, dass Leute Sachen tragen, die an sich nicht tragen. Was zum Beispiel? Ja, also weil in letzter Zeit, da sind früher landen immens viele Blumentöpfe dran. So. Man hat Leute aufgeklärt, die das Journal du Tri, sie sollen Blumentöpfe nicht tragen, weil sie nicht tragen. Und dann die üblichen Sachen wie Joghurtbecher, Folien, die Bachketten, wo Gemäß dran ist, oder Mützen, die Bachkette, wo Fleisch drauf liegt. Das sind Sachen, die man immer mehr an der blauen Tute finden. Niveau von den strengen Kontrollen, wie ist dann nur den Auflauf dann? Ja, das ist so, dass die Leute, die Tute sicher kommen, Kollekteuren, sie kontrollieren einen Graf, was an der blauen Tute dran ist. Aber wenn so viele Sachen dran sind, die nicht tragen, da bleibt die Tute stehen. Und für dann noch klar zu weisen, dass die Tute gesehen ist, kontrolliert ist und sie ist nicht an der Reihe, passen die roten Protokolle auf die Tute. Also die roten Protokolle soll kein Strafe sein für die Leute, die es falsch machen, mit der Seestadt zu sehen als eine Hilfe für den Tri noch besser zu machen. Okay. Ich meine, da wissen sie, du hast just vor etwas falsch gemacht. Roten Protokolle steht ein drauf, was an die blaue Tute gehört, aber nicht. Kontrolle machen, die Sache rausholen und dann die nächste Kehr am Tier stellen, da wird es auch Mat geholt. Also das soll nicht okay penalisiert gehen, mit das einfach für die Leute auch zu helfen, die Qualität vom Tri zu verbessern, weil durch Voraussetzung ist, dass die Qualität vom Recyclage auch besser wird. Das hängt alles zusammen. Wenn wir mehr Knast Energie mehr sammeln, wird dann auch mehr Knast dran ist und noch die Qualität von dem, was da recycliert geht, auch raufgeht. Dafür muss man dann noch schon in der Quelle praktisch gucken, da man meistens Sachen dran und die nicht tragen. Allgemein können da so, dass letzte Jahr die Sache aber seriös holen, hat er bis schon auch Gemengen oder so, wo das nicht so, vielleicht nicht so echt geholt haben. Nee, also muss ich wirklich so, ohne sich zu bretzen, muss ich wirklich letzte Jahr schauen. Wir haben in Europa, was den Tri angeht, einfach die beste Qualität. Also wir klonen ein bisschen auf ganz hohem Niveau. Also wir liegen im Moment bei 14%. Die Bellschnuppern liegen noch ganz gut, sie liegen bei 16% von dem, was an der blauen Tute ist, was nicht tragen hat. Wenn wir die andere Seite von der Mosel gehen, den nationalen Schnitt von ungefähr 30% Dreck, den an ihrer gelben Tute landet, auf verschiedenen Plätzen bis zu 80%. Also du hast wirklich eine bessere Dreckstute. Und für das eben nicht hier am Land zu haben, machen wir dann regelmäßig Kampagnen und probieren die ganz gut 14% sogar noch ein bisschen zu drücken. Mein letzte Frage ist am Anfang nach, sind sämtliche Gemeinden halt zu Lützburg, die blaue Tute nicht überholen, oder gibt es da auch die das noch nicht tun? Ja, im Moment ist es so, dass wir die Situation haben, wo ich am April dabei komme, ist wir bei 106 Gemeinden. Das heißt also, es fehlen noch 10 Gemeinden, die am Moment noch nicht mit der blauen Tute sammeln. Von der was die Population betrifft, sind das ca. 85%, die im Moment in das System angeschlossen sind. Ja, und die 420.000 Einwohner, die wir haben, die sammeln am Jahr bei 6.000 Tonnen PMC.